dieser schönen Bühne zu stehen. Wir haben angefangen mit Paris. Paris und Köln ist ja nicht weit auseinander. Paris, ne, wo im Grunde der ganze kölsche Humor ja irgendwie herkommt. Eigentlich wollte ich was kölsche Musik machen. Ich weiß nicht, ob ihr Kölsch versteht, die ihr hier sitzt, aber wir sind ja in Köln und insofern möchte ich mal beginnen mit dem für mich schönsten kölschen Lied überhaupt. Wer den Text kennt, ist herzlich eingeladen mitzusingen. Am Dom zu Köln. Am Dom zu Köln, zu Köln am Ring, da klingende Glocke, so prächtig und fing, it will uns sagen, was allmoje hat. Die kauft doch ob Ede, kein schönere Stadt. Die Straße und yes, ja, die Hüsje apart. Drin war noch ein Leben, ob ich kölsche Art. Was haben wir gesungen, als ich kölsche Fetz. Uns lief kölsche Mädchen, war jetzt für et Hetz. Am Dom zu Köln am Ring, da klingende Glocke, so prächtig und fing. Hey, will immer blieben, hey, sind wir zu Hus. Hey, kriegt uns kein Teufel Russ. Henriette Reker, die ich jetzt dort sehe und die jetzt hier zum 65. Jubiläum des Rheinparks, der 1957 errichtet worden ist und zur Wiedereröffnung des Parkcafés zu uns sprechen wird. Begrüßen Sie mit mir unsere Oberbürgermeisterin Henriette Reker. Ja, guten Morgen, liebe Besucher des Rheinparks. Das ist wirklich eine besondere Situation, die wir hier miteinander erleben können. Ich schaue jetzt gerade in das Gesicht von Herrn Marciniak, der auch das Rheinpark-Café mit saniert hat. Lieber Herr Campione, den sehe ich jetzt gerade nicht, obwohl ich hier mit ihm runtergekommen bin. Der steht hinter mir. Hinten habe ich keine Augen, ne? Das geht mir genauso wie Ihnen, lieber Herr Campione, lieber Herr Wolfgram, Beigeordneter der Stadt Köln und zuständig für Umwelt und Grün. Ich sehe viele meiner Kollegen, liebe Gäste, liebe Kölnerinnen und Kölner, aber vor allen Dingen, wir feiern heute gleich zwei ganz erfreuliche Ereignisse. Einmal nämlich den 65. Geburtstag dieses Rheinparks. Der Rheinpark ist ja, ich bin im Dezember 56 geboren, deswegen saß ich noch im Kinderwagen, kann mich nicht erinnern, aber ich hoffe, einige von Ihnen können sich erinnern, dass der Rheinpark zur Bundesgartenschau so gestaltet worden ist, und das ist einfach das grüne Juwel unserer Stadt am Rhein, die damit immer wieder für Aufmerksamkeit sorgt. Und zweitens feiern wir auch die vollständige Eröffnung des Parkcafés, und sicherlich haben viele von Ihnen, so wie ich, das schon lange herbeigesehnt, dass hier wieder ein Treffpunkt ist, dass hier wieder es möglich ist, auch hier runter zu blicken und zu sehen, wie schön dieser Rheinpark geworden ist. Ich glaube, der Rheinpark mit seinem zentralen Café gehört zu den schönsten Stadtentwicklungsprojekten der Nachkriegszeit. Und ich glaube, dass deswegen auch der Herr Campione, der ja an Stadtentwicklung, wie viele von uns wissen, großes Interesse hat, dass der sich deswegen der Sanierung des Rheinpark-Cafés mit so viel Engagement und Geduld gewidmet hat. Hier war in der Nachkriegszeit eines der großen Publikumsmagneten Kölns, und der Rheinpark hat Menschen aus der ganzen Bundesrepublik und darüber hinaus
angelockt. Ich erinnere an die Gondeln, die über den Rhein gehen, damals die einzige Flussseilbahn Europas über den Rhein und immer noch mächtige Blumen, Bäume und Wassergärten. Und in dieser schwungvollen Landschaftsarchitektur haben wir dann auch, ich im Moment nicht, aber Sie, das einzigartige Panorama, den Dom. Und das lässt natürlich die Herzen der Kölner immer höher schlagen, wenn man auch den Dom noch sieht. Seit mehr als 30 Jahren, wir haben eben noch mal drüber gesprochen, hat das Parkcafé als zentraler Treffpunkt gefehlt und war geschlossen. Es stand dann da ein Bütchen, was so notdürftig für Getränke gesorgt hat. Aber das ist was anderes, glaube ich, dass man jetzt sich wirklich da treffen kann und einen wunderbaren Ort hat. Und ich glaube, es ist auch gut, dass an diesem Ort das Vergnügen und der Spaß sozusagen daran, das wieder aufzubauen, was mal solche Erfolge hatte, mit dem Sozialen verbunden wurde. Weil hier hat man es geschafft, in ein städtisches Programm zu gehen, Win-Win. Das heißt, es haben auch Menschen wieder eine neue Ausbildung, wieder einen neuen Beruf genossen und fast 100 Menschen haben daran mitgewirkt, dass schließlich dieses Rheinpark-Café in der Form wieder geöffnet hat, die es sonst auf dem Arbeitsmarkt wirklich schwer haben. Und das finde ich einfach besonders gut. Handwerker, Landschaftsbauer, und bei denen möchte ich mich, Herr Campione, bei Ihnen stellvertretend, aber bei diesen ganzen Menschen, die dafür gesorgt haben, sehr herzlich dafür bedanken. Das Rheinpark-Café steht für den sozialen Zusammenhalt da mit unserer Stadt und wird wieder ein richtig gutes Stück von Köln werden. Ich freue mich jedenfalls, dass wir heute 65 Jahre nach der Eröffnung des Rheinparks und auch des Cafés wieder einen Ort erleben dürfen, der für die Zuversicht steht, die ja auch im Nachkriegsdeutschland wichtig war. Und ich glaube, Orte, die für die Zuversicht stehen, sind für uns im Moment auch besonders wichtig. Also das ist einfach so, dass man daran merkt, es ist manchmal einfach, man braucht Geduld und man braucht einfach auch das Netz und den doppelten Boden, den andere für einen mitspannen. Alleine schaffen wir sowas sehr selten, aber hier haben viele zusammengewirkt und haben dieses Juwel jetzt wieder ans Laufen gebracht, und der Herr Campione wird mit seinen mehr als 10 Mitarbeitern dafür sorgen, dass das Rheinpark-Café auch weiterhin am Laufen bleibt. Vielen herzlichen Dank, dass Sie alle hier sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Sonntag hier. Vielen Dank. Ich habe mich am Kennzeichen stellen. Genau, wollte ich gerade sagen. Sieht man denn was von dem Auto? Man soll nicht noch was von dem sehen. Ich könnte das Kind nicht wie du verlangen. Ja, das Parkcafé. Ja. Und auch Besucher.